Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose! Ja, Herr, antwortet er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Bei dieser Geschichte aus dem 2. Buch Mose aus der Bibel heisse ich euch willkommen zum 3. Teil von unserer Serie Sabbat und wir haben in dieser Sabbatserie angefangen, die Pause mit verschiedenen Aspekten zu füllen. In dieser 3-teiligen Serie widmen wir uns einem altbekannten Prinzip. Es ist das Prinzip vom Sabbat, das tief in dieser Kultur vom Volk Israel verankert ist. Wir haben vor 2 Wochen von Matt Gremlich eine Predigt gehört, wo es darum gegangen ist, zu stoppen in unserem Alltag drin. Dass der Sabbat eine Einladung ist, anzuhalten und den Lebenstempo, den Lebensrhythmus bewusst immer wieder zu unterbrechen. Es ist auch ein Gegenmittel gegen die neue Volkskrankheit vom Gehetztsein, Hurry Sickness, wie er sie genannt hat. Oder wie wir es vielleicht würden sagen, ein Gegenmittel gegen das altbekannte Hamsterrad. Vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, dass sich das Leben manchmal so anfühlt, als wäre man mitten in einem Hamsterrad drin. Also es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und die Wochen und die Monate und die Jahre ziehen vorbei und man hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr innerlich zur Ruhe. Und der Sabbat ist so eine Einladung, immer mal wieder den Pausenknopf zu drücken von unserem Leben und Zeiten einzuschalten, wo wir zur Ruhe kommen können. Das ist nämlich der zweite Fokus, den wir letzte Woche dann miteinander anschauen können, dass der Sabbat auch ein Tag, ein Moment, ein Zeit soll sein in unserem Leben, wo wir innerlich zur Ruhe kommen können. Der Daniel Eber hat uns mitgenommen auf den Gedanken, dass der Sabbat für den Mensch geschaffen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Also dass es nicht darum geht, irgendwelche Formen oder religiöse Gesetze zu verfolgen, sondern dass Gott das Prinzip drin gesetzt hat, damit wir Menschen Ruhe und Frieden für unser Herz, für unsere Seele finden können. Dass es Momente sein, wo wir Gott begegnen und in dieser Begegnung mit Gott zusammen innerlich zur Ruhe kommen. Und heute gehen wir in den 3. Tag hinein und wir fühlen die Pause, die dort ist, Sabbat und mit dem Begriff Gott. Sabbat und Gott. Wie ich schon gesagt habe, ist der 7. Rhythmus, also 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe, das tiefst verankert in der Kultur vom Volk Israel. Und so gibt es zum Beispiel einen Moment, wo das besonders fest rauskommt. Das ist der Moment, wo Gott und das Volk zusammen einen Bund schliessen. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Das Volk war in Ägypten, also die Israeliten haben in Ägypten als Sklaven hart arbeiten und sie haben geschrauen zu Gott, dass er sie befreien möge. Und durch den Mose, den wir vorher am Anfang gehört haben, durch seine Leitung, durch seine Führung, durch die Kraft von Gott haben sie es geschafft, dieser Sklaverei zu entfliehen und Gott hat sie rausgeführt, durch das Schilfmeer durch in die Wüste. Und auf dem Berg Horeb oder Sinai, wie er auch genannt wird, hat Gott das Volk gefragt und gesagt, wenn ihr mein Bundesvolk seid, wenn ihr das auserwählte Volk seid, wenn ihr zusammen mit mir in dieser Gemeinschaftsverbindung unterwegs seid. Und das Volk hat einstimmig Ja gesagt und sie haben dann so eine Bundesverfassung gemacht. Wir kennen das als die 10 Gebote. Also so einen Moment, wo sie abgemacht haben, wie ihr Miteinander unterwegs sein soll gestaltet werden. Und ein Teil von dieser Bundesverfassung lesen wir im 2. Mose 20 ab Vers 8 folgendes. Das ist eines von diesen 10 Geboten. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott.
6 Tage sollst du arbeiten, aber der 7. Tag ist Sabbat. Sabbat heisst Ruhe, der Ruhetag, der Pausentag mitten drin. Und Gott hat also mitten die Kultur ins Leben von dem Volk Israel installiert, dass sie eben aus dieser Geschäftigkeit, aus dieser Arbeitstätigkeit raus immer wieder, dann wenn es ihnen gefallen hat, dann wenn sie froh sind drum, dann wenn es aber vielleicht auch schwierig war, wenn sie gemerkt haben, sie hätten noch so viel zu tun, was sie noch nicht da haben, dann wenn sie sich darauf gefreut haben, dann, wenn es ihnen ungelegen gekommen ist, so einen Pausentag mitten drin zu tun. Offensichtlich ist der Tag so ein besonderer Tag, der 7. Tag, dass Gott wollte, dass das Volk genauso wie er an dem Tag Zeit hat, um von all diesen alltäglichen Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten, die das Volk hatte, eine Pause zu nehmen und sich neu auszurichten. Es heisst da, der 7. Tag ist Sabbat für den Herr, dein Gott. Also der Tag hat eine Bestimmung, er hat einen Zweck, er hat eine Ausrichtung. Es ist ein Tag, wo Gott gehören soll. Ein Tag, wo Gott geweiht und gewidmet werden soll. Und wenn wir das so lesen, das Sabbatgebot, dann klingt da drin ein anderer Vers an, von ganz am Anfang der Bibel. Und wenn man die zweimal so nebeneinander an tut, dann merkt man, das ist eigentlich Ctrl-C, Ctrl-V, Copy and Paste aus dem einen aus dem anderen raus. Es heisst nämlich im 2. Kapitel, als Abschluss von dem Schöpfungsbericht vom 1. Kapitel, Folgendes. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er, oder da steht eben jetzt das Wort sabbatete, also Sabbat, denn an ihm sabbatete er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte oder sabbatete er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Der Tag ist für Gott selber extrem wichtig. Es ist ein besonderer Tag. Ein Tag, den er gesegnet hat, den er rausgehoben hat aus diesen 6 anderen Schöpfungstagen raus und wo Gott selber eine Pause eingeleitet hat. Und er hat seinem Volk also zugesprochen und gesagt, macht es so wie ich. So wie ich es gemacht habe, in diesem Schöpfungsbericht, wo Gott geschaffen hat, die Welt und das Universum und alles, was da ist, alles, was kreucht und fleucht und schwimmt und macht und tut. Die Erde so wunderschön in ihrer Vielfalt drin und am Schluss das angeschaut hat und gesagt, das Werk, es ist vollendet, es ist vollkommen, es ist wunderschön, es ist perfekt. Und Gott hat einen Moment genommen, wo es nicht einfach weitergegangen ist, sondern wo er selber geruhen hat, gesabbatet hat, und dem Tag eine besondere Bedeutung gibt. Und über die Ruhe, die in dem Sabbatwort steckt, das wird oft mit Ruhe übersetzt, Ruhe, zur Ruhe kommen. Über das haben wir schon viel nachgedacht. Und heute werden wir über das zweite Wort nachdenken, das in diesen Texten immer auch vorkommt. Und es heisst nämlich, dass der Tag heilig sein soll. Oder dass er geheiligt werden soll. Heilig, geheiligt. Ein besonderer Tag. Das Wort heilig, das kennen wir auch. Auch in unserem Sprachgebrauch gibt es das. Wir bezeichnen zum Beispiel Menschen als ein Heilige oder eine Heilige. Und wenn wir das Wort brauchen, dann verwenden wir es oft mit so einem moralischen Aspekt. Also eine Person, die ein besonders vorbildliches Leben führt. Und wir sagen dann, diese Person ist darum heilig, weil sie besonders vorbildlich, moralisch, aufrecht unterwegs ist im Leben. Und das ist ein Aspekt. Aber wenn wir in der Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass das Wort heilig eigentlich eine kleine und eine andere Betonung hat, die wie über das ausgeht, die nochmal ein bisschen grösser ist. Es gibt ein Wort, das sehr oft verwendet wird, vor allem auch gerade im 3. Buch Mose, wo all die Gesetze stehen, was darum geht, was jetzt heilig ist und was nicht heilig ist und wie etwas heilig wird oder eben plötzlich nicht mehr heilig ist, also verunreinigt wird oder profanisiert wird, wie man manchmal sagt, veralltäglicht wird. Das Wort heilig geht über das aus. Und in einem Kommentar habe ich gefunden, gibt es eine relativ treffende, kurze Zusammenfassung von dem, was das Wort bedeutet. Und da heißt es nämlich, Gott ist heilig. Also heilig ist eine Eigenschaft, ein Wesensmerkmal, wo Gott in seiner Art kennzeichnet. Heiligkeit ist die Essenz seines Charakters. Alles andere, was im Alten Testament als heilig beschrieben wird, leitet seine Heiligkeit davon ab, dass es von Gott auserwählt und ihm in der richtig vorgegebenen Weise hingegeben wird. Etwas als heilig zu bezeichnen, heisst also, man tut es Gott und Gottes Bereich, Einflussbereich zuordnen. Es ist also der Bereich, wo Gottes Wesen und Charakter bestimmend ist, wo Gott
widerspiegelt in seiner Essenz, in seiner Art, seinem Wesensmerkmal. Und Menschen und Ort und Gegenstand und alles andere, was heilig sein kann, ist dann heilig, wenn man es eben ganz besonders Gott und seinem Bereich zuordnet. Und so kann heilig manchmal auch mit aussondern oder auf die Seite legen übersetzt werden. Also Sachen, die man bestimmt auf die Seite tut für Gott, damit es zu Gottes Bereich oder zu Gott dazugehören kann. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn man ein wunderschönes, grosses Stück hat von Ortschaften oder von Personen oder von Zeit und man würde von diesem grossen Stück Kuchen verschiedene Stückchen schneiden und eins auf die Seite tun und sagen, das gehört ganz besonders Gott. Also von dem, was es da gibt, nimmt man wie etwas raus und sagt, das gehört ganz besonders Gott. Es ist für Gott gedacht, es soll Gottes Bereich zugeordnet werden. Und so haben zum Beispiel die Priester, die Diener von Gott zur Zeit vom Alten Testament können heilig sein, weil sie aus dem Volk heraus eine Gruppe sind, die wie rausgenommen worden sind als Stück und sie sind da gewesen für die Gemeinschaft und für den Gottesdienst, Gemeinschaft mit Gott und für den Gottesdienst im Tempel in der Stiftshütte. Oder Gegenstände, die so gebraucht worden sind für den Gottesdienst, für die Rituale, die sie gemacht haben, die sind auch als heilig bezeichnet worden, weil sie Gottes Bereich zugeordnet worden sind. Oder es gibt natürlich auch Ortschaften, die aus der Fülle von allen Ortschaften, die es gibt, wie rausgenommen werden und speziell Gott zugeordnet und der Begegnung mit ihm zugeordnet haben können werden und darum als heilig gelten. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Geschichte von Mose, die wir ganz am Anfang euch vorgelesen haben. Wo Gott zum Mose sagt, der Ort da, der Bereich auf dem Berg Horeb oder Sinai, das soll ein Ort sein, wo heilig ist oder wo heilig ist, weil Gottes Gegenwart dort ist, weil Gottes Wesen dort ist. Und der Mose hat wie reinkommen in den Ort von der Begegnung mit Gott, an den Ort an, wo besonders war fürs Miteinander mit Gott. Natürlich, das haben wir vorher auch gelesen in dieser Definition, muss etwas, damit es an so einen Ort von der Gemeinschaft und Begegnung mit Gott kann antun, gewisse Bedingungen erfüllen. Und insofern muss es auch moralisch und rituell gewisse Standards erfüllen, dass es Gott kann zugeordnet werden kann, weil es sonst wie Gott nicht angemessen wäre in dieser Art und Weise. Und so geht natürlich auch so eine moralische Definition steckt auch in dem Wort heilig drin. Und wenn wir das jetzt übernehmen auf die Zeit, dann stelle ich es mir so vor, als ob wir unsere Woche, also unsere zeitlichen Ressourcen von unserem Leben, wie einen grossen Kuchen würden die 7 Teile schneiden und ein Teil von diesen 7 rausnehmen und sagen, das hat einen speziellen Platz. Die anderen 6 sind da und eins hat einen speziellen Platz, weil es gehört speziell Gott. Und wir legen es wie auf die Seite legen für Gott. Es ist Gott geweiht, Gott gewidmet. Und wenn wir dann so durchschauen, durch all die Orte, wo heilig vorkommt, dann fällt es einem auf, dass der Begriff immer irgendwie verbunden ist mit der Gemeinschaft, mit dem Zusammensein, mit Gott zusammen. Also das, was man so rausnimmt und für Gott auf die Seite tut, ob das jetzt ein Gegenstand ist, ob das Personen sind, ob das ein Ort ist oder ob das eben Zeit ist, wo man speziell rausnimmt, hat einen Zweck, einen Teil davon. Dass es gedacht ist für die Begegnung, für die Gemeinschaft, für die Verbundenheit mit Gott. Und so sehen wir das auch in der Geschichte von Mose. Wo Gott am Mose wie so einen Ort gibt, wo er ankommen kann und kann sagen, das ist ein spezieller Ort von der Begegnung und von der Gemeinschaft, wo Gott geweiht, Gott gewidmet ist. Und ich habe mir dann so überlegt, das ist eigentlich ein schönes Bild mit dem Kuchen, oder? Man macht dann da 7 Stück und man nimmt eins raus. Und plötzlich ist mir so aufgefallen, dass wir Menschen dazu tendieren, dass wenn man so ein Stück rausnimmt und auf die Seite tut, das war mein erster Gedanke, vielleicht Ihnen auch, dass man denkt, ja, was ist denn mit den anderen 6? Also immer, wenn man etwas raushebt und betont, wenn man etwas speziell raushebt, dann tut man ja das andere irgendwie gleichzeitig auch gerade ein bisschen abwerten, oder nicht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Gefahr, die beim Sabbat oft passieren kann. Dass man es besonders gut machen will, dass man es besonders ernst nehmen will und dass man will sagen, ich höre den Ruf von Gott, den Sabbat besonders heilig zu halten, das Heilige auf die Seite zu tun, rauszunehmen. Und dann gleichzeitig tut man irgendwie alles andere wie ein bisschen klein machen mit dem. Und man ist dann so in der Tendenz, in so ein paar Fallen reinzutrappen. So eine Entweder-oder-Falle, dass man sagt, da Sachen gegeneinander ausspielen. Zum Beispiel gibt es dann vielleicht Leute, die in der Tendenz stehen, wenn man den Sabbat rausnimmt und sagt, der gehört besonders Gott als Zeit,
dass man das Gefühl hat, die anderen 6 Tage der Woche tauchen dann ein bisschen ab, oder? Und dann ist es so, eben, man merkt eigentlich nichts von dem Glauben, man hat eigentlich gar keine Zeit für Gott, gar keinen Raum für Gott, gar keinen Raum für die Begegnung. Und am Sonntag kommt man so pam, oder? Oben raus und dann sollte der ganze Tag alles abdecken und dann verschwindet man wieder. Das wäre vielleicht eine Gefahr. Oder wenn man den Sabbat so rausnimmt und sagt, das ist eine spezielle Zeit für Gott, dass man an anderen Orten dann das nicht so erlebt oder nicht so gestaltet. Es kann aber auch sein, wenn man zum Beispiel sagt, man tut den Sabbat heilig behalten und Gott widmen, dass man plötzlich das Gefühl bekommt, man dürfte an dem Sonntag oder an dem Sabbat, an dem besonderen Tag nur noch geistlich, christlich, religiöse Sachen machen, oder? Der gehört ja Gott, der sollte man ja für Gott auf die Seite tun, man macht dann entweder oder, man sagt, also alles andere ist in dem Fall alltäglich und das ist besonders und das ist heilig und man hat dann das Gefühl, also darf am Sonntag eigentlich nichts mehr machen, wo Spass macht oder wo erholsam ist. Aber auch das wäre verkürzt. Auch das, wie wir gesehen haben, ist Teil von dem Sabbat. Also das wäre auch ein Fall, wo man reintappen kann. Oder es könnte auch sein, dass man plötzlich denkt, ja, wenn man dem Tag eine besondere Rolle geben, der Gott sollte geweiht sein, dann dürfen wir ja eigentlich ja keine Arbeit und ja keine Anstrengung, ja keine Aktivitäten machen. Also es sollte vielleicht ein Tag sein, wo man dann nur noch die Beine hochlagert und möglichst nie irgendwie hingeht, wo man irgendwie etwas muss. Und ja, also wenn ich dann in der Kirche auch noch etwas mithelfen ist eigentlich schwierig, weil es ist ja Sabbat und am Sabbat muss ich ja mich erholen und zur Ruhe kommen. Und auch das wäre so ein Entweder-Oder. Es gibt durchaus auch Aktivitäten, die man machen kann, vieles, wo Gott ehrt und wo auch der Sabbat heiligen tut. Also ich glaube, am Ende kann man sagen, wenn man den Tag rausnimmt und Gott widmet und ihm besonders macht, heisst das nicht gleichzeitig, dass man alles andere rausnehmen sollte, sondern vielleicht viel mehr, dass es so eine Gewohnheit kann sein, wo ein Prinzip deutlich zeigt, wo hoffentlich unser gesamtes Leben durchdrängt. Dass unser gesamtes Leben ein Leben ist, wo es Moment von der Erholung und von der Ruhe gibt. Unser gesamtes Leben ein Leben ist, wo wir Gemeinschaft mit Gott erleben, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Wo unser gesamtes Leben ein Ort ist, wo man aktiv sein kann, wo man etwas tun kann für Gott, mit Gott, aber auch für die eigene Ruhe und Erholung. Und der Sabbat aber, wie so eine Erinnerung, wie so ein Punkt, ein Anker in der Mitte von all dem Rhythmus, wo manchmal seine eigene Dynamik annimmt und drüllt, als wäre man auf einem Karussell, ganz bewusst immer wieder so Punkte zu haben, wo man sich daran erinnert und denkt, stimmt, das wäre ja eigentlich etwas, was ich wählen kann, den Sabbat heilig zu behalten. Den Sabbat heilig zu behalten, heisst also, Gott ins Zentrum von unserem Leben hineinzustellen. Und so soll der Sabbatmoment oder Sabbattag, wenn er heilig ist und geheiligt ist, ein Moment sein, wo wir Gott auf die eine oder auf die andere Art und Weise begegnen in unserem Leben. Es ist die Erinnerung daran, dass wir als Christen Gott als Lebensmittelpunkt von unserem Leben haben. Dass wir alles ausrichten nach dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass alles andere in unserem Leben seinen Platz um das Zentrum rundherum finden sollte. Und so, glaube ich, soll die Serie uns auch Mut machen, in unserem Alltag uns zu fragen, hey, wo gibt es einen Moment in meinem Leben, bewusst installiert, vielleicht manchmal auch spontan, von der Begegnung und von der Ausrichtung auf Gott. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist das für dich so ein Moment, wo du dich zurückziehst, du einen Spaziergang machst mit Gott zusammen und über deine Woche, über dein Leben nachdenkst und das wie Gott anleitest und sagst, hey, schau mal, was alles läuft, was mich alles beschäftigt, wie es mir innerlich geht. Was denkst du dazu? Es kann vielleicht ein Moment sein, wo man sich bewusst Zeit nimmt, um sich zu inspirieren, wo man in der Bibel liest oder ein gutes Buch liest und man sagt, man versucht irgendwie die guten göttlichen Gedanken aufzusaugen, in sein Herz hineinzunehmen und das ist eine Form der Begegnung. Es kann vielleicht ein Moment sein, wo man bewusst Worship macht, Lobpreis und Anbetung, ob das jetzt mit einem Psalm ist oder mit einem Lied ist oder mit Musik ist, wo man rein tut und sagt, hey, ich mache das so oder selber, wenn man kann, ein Instrument spielen kann. Es können auch so Momente der Begegnungen sein, wo man ganz bewusst sich Zeit nimmt und sagt, ich richte mich auf Gott aus. Ich sabbate in dieser Art und Weise, dass ich meine Gedanken, mein Herz, mein Leben auf Gott ausrichten tue. Am Ende ist es eigentlich gleich. Vielleicht findest du auch heraus, was dir als Person besonders entspricht, in Bezug auf
wie du kannst Gott ins Zentrum von deinem Leben stellen, wie deine Gedanken sich mit diesen Gedanken von Gott können auf eine Linie bringen. Und manchmal muss man auch ein bisschen ausprobieren. Aber am Ende soll der Sabbat und so Sabbatmomente in unserem Leben ein Punkt sein, wo wir Gott ins Zentrum stellen und uns auf ihn ausrichten. Oder wie es ein Zitat von einem amerikanischen Pastor sagt, dass es ein Tag soll sein, um über die gute Nachricht nachzudenken, dass Gott uns sein Leben in Jesus Christus geschenkt hat und nun aus Freude unser Leben Gott in völliger Hingabe zurückzugeben. Der Sabbat soll, neben dem, dass er uns hilft zu stoppen, neben dem, dass er uns Ruhe und Erholung schenkt, auch ein Moment sein, wo wir uns ausrichten auf Gott, wo wir über das nachdenken, was die gute Botschaft ist, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat und dass wir aus dieser Gemeinschaft mit ihm raus ein neues Leben danken können und dass eine Freude in unserem Leben entstehen möge, gemeinsam mit Gott in unserem Leben unterwegs zu sein. Und in dem Sinne komme ich nochmal zurück auf die verschiedenen Aspekte. Kann man den Sabbat eben nicht so unterteilen in einzelne Stückchen und sagen, das ist ein bisschen von dem, ist ein bisschen von dem. Die Aspekte fließen alle ineinander rein. Und manchmal müssen wir stoppen, damit wir uns auf Gott ausrichten können. Und manchmal hilft uns die Ausrichtung auf Gott, eben zu stoppen. Wisst ihr, wie ich meine? Es kann sich wie gegenseitig bedingen. Oder manchmal müssen wir zur Ruhe kommen, damit wir uns auf Gott ausrichten können. Wir müssen alles andere leislich machen, damit wir die Stimme von Gott überhaupt hören im Lärm von unserem Alltag drin. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Manchmal ist es genau in dem, dass wir das hören, dass Gott über uns denkt, also ein Moment, wo wir innerlich zur Ruhe kommen, wo unser Leben plötzlich anfängt, das Tempo zu verlieren und wo wir innerlich irgendwie merken, wir können auftanken und uns erholen. Und so spielen all die Aspekte ineinander hinein und sind Teil von dem göttlichen Prinzip. Der Sabbat heisst also, Gott ins Zentrum zu stellen, immer wieder. 6 Tage sollst du arbeiten, aber der 7. Tag soll ein heiliger Tag sein, wo Gott gehört, wo du dich Gott hinwendest. Und immer dann, wenn wir Gott ins Zentrum stellen, dann hat das noch einen zweiten Aspekt. Es verdrängt nämlich etwas anderes aus dem Zentrum, das sich vielleicht dort drin eingenistet hat. Manchmal ohne, dass wir es merken. Es hat mal jemand gesagt, es gibt so etwas wie Atheismus eigentlich gar nicht. Im Sinn von, es gibt eigentlich keine Menschen auf dieser Welt, die nicht irgendetwas anbeten, verehren, nicht irgendetwas das Zentrum von ihrem Leben anvertrauen. Die Frage ist also nicht, ob wir etwas anbeten, sondern was das im Zentrum von unserem Leben steht. Und manchmal ist die Tendenz von unserem Leben, dass sich dort anfangen, Sachen einnisten, die wir vielleicht gerade als Christen gar nicht unbedingt wollen. Und vielleicht merken wir, dass eben die Geschäftigkeit vom Alltag anfängt, die Prioritäten in unserem Leben zu verschieben. Und plötzlich sind uns Sachen wie zum Beispiel Produktivität, dass man alles leisten und erreichen kann, wird uns plötzlich wichtig. Und es verdrängt Gott aus dem Mittelpunkt von unserem Leben aus. Und Gott wird zu einer Randerscheinung in unserem Leben. Wenn wir dann noch reinpacken, wenn es noch ein bisschen Platz hat, aber es richtet sich nicht mehr alles nach ihm aus. Vielleicht ist es auch die Anerkennung, die Wertschätzung. Oder durch die Leistung, durch das, was wir machen, werden wir auch gesehen und werden wir wahrgenommen. Wenn die Leute zu uns kommen und sehen, jetzt wie gestern zum Beispiel, wo wir unsere Läden geölt haben, oder, dann bin ich schon ein bisschen stolz, wenn dann durchlaufen und ich denke, die Leute sehen es vielleicht auch, dass ich jetzt etwas gemacht und etwas geschafft habe. Oder vielleicht sind andere Sachen, die du merkst, dass sie plötzlich wichtig werden. Und wenn man nicht aufpasst, verdrängen sie Gott aus dem Mittelpunkt. Und wir suchen das, Zufriedenheit, Erfüllung, Ruhe, Freude an anderen Orten, weder bei Gott. Vielleicht ist es auch Abenteuer, Ablenkung, Spass, Unterhaltung, was auch immer, dass du sagst, merkst, plötzlich nimmt etwas so viel Platz und Raum in deinem Leben ein und es verdrängt eigentlich Gott. Und du verbringst so viel Zeit damit, dir irgendetwas zu gönnen, das dir gut tut, wo dir irgendwie Spass macht, egal ob das ein Hobby ist oder ob das jetzt Medienkonsum ist oder die neueste Netflix-Serie, die grossartig ist. Aber am Ende fängt es an, Gott aus dem Zentrum von deinem Leben heraus zu verdrängen. Oder irgendetwas. Vielleicht sind es auch Beziehungen, Liebe, Anerkennung, Sexualität, was auch immer. Unser Leben hat so eine Dynamik, wo Gott aus dem Lebensmittelpunkt herausdrängen kann und andere Sachen ins Zentrum hinein tun kann. Und der Sabbat ist eben so ein Moment, wo man da auch Stopp sagt und Halt sagt.
Und da ist jetzt wieder nicht so wichtig, glaube ich, dass es genau 24 Stunden, alle 7 Tage sind und wenn du es mal so oder so machst, dann ist dann Gott dann hässig und dann musst du dann schauen. Es ist ein Prinzip, wo nicht Gesetzlichkeit im Vordergrund steht, wie wir schon oft gehört haben, sondern von Gott installiert ist, für unser Leben Momente zu haben, wo wir uns fragen, was hat Priorität in meinem Leben, in meinem Alltag? Um was kreist mein Leben herum? Und ist Gott da mit drin oder nicht? Und so komme ich zum Schluss mit ein paar Fragen, die ich dir mitgeben will. Vielleicht heute, vielleicht auch in die kommenden Tage hinein. Wo du machst überlegen, wo steht dein Leben in Bezug auf den Sabbat? Gibt es Sabbatmomente in deinem Leben, wo Gott geheiligt wird? Oder wo dein Leben Gott geheiligt wird? Das heisst, wo du Teil von deiner Zeit, von deiner Energie, von deinen Ressourcen rausnimmst und sie ganz speziell Gott widmest. Rennst du durch deinen Alltag durch? Bist du dauernd mit irgendetwas beschäftigt? Oder gibt es so Momente, so Orte, wo du wie der Mose zu dem brennenden Dornbusch im Bild gesprochen kannst kommen, wo du Begegnungen hast mit Gott, wo du dein Leben neu ausrichtest, wo du bei ihm, aus der Verbindung mit ihm zur Ruhe kommst? Oder eine zweite Frage, welche Gewohnheiten, Rituale können dir helfen, Gott zu begegnen? Vielleicht ist das eine Zeit am Morgen, wo du ganz bewusst dir nimmst und sagst, hey, da fokussiere ich mich bewusst auf Gott. Oder zum Beispiel der Gottesdienst ist für mich etwas vom Wichtigsten. Ich habe mir mal entschieden und gesagt, ich überlege mir nicht jede Woche, ob ich jetzt Lust habe, in den Gottesdienst zu gehen oder nicht. Und das habe ich gemacht, nicht weil ich davon überzeugt bin, dass Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, nicht jeder einzelne Gottesdienst ist so unglaublich, dass ich nachher heimgehe und denke, mein ganzes Leben lang werde ich für immer an das denken. Es gibt so Predigten, die bleiben da, oder? Und dann gibt es manchmal auch Sündige, wo ich im Gottesdienst war und wieder heimgehe. Und es war nicht mega speziell. Aber ich habe in meinem Leben gemerkt, die Gewohnheit zu haben, regelmäßig so Punkte zu haben, wo ich ganz bewusst Gott zur Verfügung stelle, in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen verbringe, mich ausrichten auf Gott, die sind extrem wertvoll und wichtig. Und sie helfen mir, als Gewohnheit, als Ritual, Gott zu begegnen und ihn ins Zentrum zu stellen. Darum bin ich überzeugt davon, es lohnt sich, regelmäßig den Gottesdienst zu suchen. Oder eine dritte und letzte Frage. Welche anderen Dinge, Sachen, Aktivitäten, Prioritäten versuchen sich zum Lebensmittelpunkt von deinem Leben zu machen, wenn du nicht aufpasst? Und wo könnte der Sabbat dir eine Hilfe sein, in einer Regelmäßigkeit dein Leben wieder auf Gott auszurichten und ihn ins Zentrum zu stellen und dafür die anderen Sachen aussen um das herum zu arrangieren? Zum Abschluss lesen wir miteinander ein Gebet oder beten den Psalm. Das ist der Psalm 84, auszugsweise, ich habe ihn zusammengefasst. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen das langsam zu lesen. Einerseits also so ein Gebet für uns miteinander, andererseits aber auch ganz bewusst als so ein Moment, wo irgendwie das versucht auszudrücken. Die Einzigartigkeit von dieser Gemeinschaft mit Gott und der Wunsch, Gott immer wieder ins Zentrum zu stellen. Und wo wir mit dem Psalmist zusammen eigentlich uns einstimmen auf das. Miteinander lesen wir. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels
ist mehr wert als 1000 andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Amen. Du guter Gott, wir danken dir, dass der Sabbat so ein Moment von der Begegnung mit dir darf sein in unserem Leben. Und Herr, ich erinnere mich an Zeiten, wo das voll so war und an andere, wo es sich vielleicht anders angefühlt hat. Und trotzdem wünsche ich es mir für mein Leben und ich wünsche mir es für uns als Kirche, dass unser Zusammensein mich inspirieren und so ein Ort möge sein von der Begegnung mit dir. Ich bitte dich für meinen Alltag, für mein Leben, dass du mir hilfst, auszubrechen aus dieser Geschäftigkeit heraus und dich zu finden, dir zu begegnen. Dass du mir hilfst, Stimmen, die manchmal so laut sind und die Ansprüche vom Leben, die mich zutexten und zudröhnen, mal stumm zu schalten und dafür deine Stimme aufzudrüllen in meinem Leben drin. Ich wünsche mir, ein Mensch zu sein, der von dem lebt, was du über mir sagst, was du über mich denkst und nicht von dem, was aussen alles noch etwas von mir möchte. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche so ein Ort sein können, wo wir uns da drinnen zur Seite stehen, wo wir uns helfen dabei, wo wir uns ermutigen und anführen und wo wir manchmal auch einander helfen können, die Pausentaste im Leben hineinzudrücken. Zusammen, miteinander und mit dir.